Herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe von Fallsfall für das Jahr oder wenn ihr es am Neujahr gesehen zu der ersten von 2015. Wir fuhren mit unseren Äntwerten-Gespräche, respektive falsche Meinungen, die darüber zirkulieren. Wir sind nicht nur mit Kollegen im Äntwerten, die können gefeiert sind, heinst du also doch das Internet, der Google. Ja. Wir googeln schnell etwas und dann wissen wir, wie das ist. Kein du hast letzte Fall, wo ein Mensch gemengt hat, das Kind kein Akt mehr gemerkt ging, weil dann seine Residenz nach kein Kadastre vertikal geht. Und hat das auf Google rausgefunden. Ja. Was hast du wo? Ja. Also das an sich, ich weiß nicht mehr, von wem ihr das Gesetz also ich meine, das ist schon 20 oder 25 Jahre alt, wo gesagt gehen, aus alle guten Residenzen muss in das sogenannte Kadastre vertikal gesagt gehen. Das heißt, das ist an sich eine extra Bezeichnung von allen Los, die sich an einer Residenz befinden. Wenn ich gucke ganz früher, der Kadaster als an sich gemacht gehen, ein Los, das vor den Appartement am zweiten Stock plus die Garage Nummer 35 und der Keller 27. Und das war an sich los. Und da das an sich damals aufgeschaffen ging, wo gesagt ging, dass man all los muss eine Kadasterbezeichnung haben. Also halt die modernen Gebäude. Los 001, AB 82 hier. Voilà. Also auf alle Pläne, die gesagt ein Appartement links vom Lift, an Haut ist das, den Appartementnummer genau so. Voilà. Gut, das Problem besteht natürlich für all die Residenzen, die damals schon bestanden haben, da waren alle Kadaster, wo gesagt ging, dass auch die Residenzen mussten irgendwann eigentlich ja up-to-date gesagt gehen, wo dann eben auch Pläne neu gemacht gehen, an neue Kadaster vertikal. An dem uns das gesagt ging, dafür Hund leid, ich meine, das war für dich 20 Uhr Zeit, und oder noch das Mensch verlängert geht. Ja. An den letzten Verlängerung als ausgelauftes Jahr den 31. März. Und an sich vor dem Moment gesagt gehen seitens von dem zuständigen Minister respektive der Regierung, dass das Jahr nicht mehr verlängert gehen. Das heißt, 31. März 2014 wäre Stichdatum an alle Residenz, wo der Kadaster vertikal dem Moment noch nicht gemacht wird, hat eben Pech gehabt. An dem Moment hat ihn an sich, hat ihn zwar nicht verkauft mit einem neuen Spruch, weil den Akt hat nicht können überschrieben gehen. Solange nicht die neue Kadaster vertikal das geht aber du nicht verlängert. Ja. Ich meine, wenn ich mich gut erinnern kann, der 25. März oder so, wo die neue Decision kommen ist, dass es darum verlängert wird. Du weißt ich nicht, wo der gute Mann das dann über Google fand, ich will nur, dass das eine Website war, wie auch immer. Aber es ist und tu kann nicht der Fall, das heißt, wenn ich ein Appartement an einer Residenz kaufe, auch wenn das Kadaster vertikal noch nicht gemacht ist, kann ich das selbstverständlich machen. Du hast kein Problem. Das Einzige, was man muss bewusst sein, dass das eventuell ein Stars Froen auf den Stuhl kommen als Co-Proprietär, die nicht die Kadaster vertikal machen zu lassen. Ja, das kostet ja etwas. Das ist ganz gut. Du gesagt, das heinst du gefährlich ist zu verlosen, ob das war den am Netz so findet. Ja, das ist besonders am Droit, juristische Informationen können perimieren. Ja. An Haut, gestern werden sie vielleicht vor, mir Haut sind sie nicht mehr. Ganz genau. Apropos Droit, Prozesse. Mein tägliches Brot. Ja. Da laufen noch so Gerüchte, wenn ich meinen Prozess verliere, dann muss ich Gerichtskosten, die enorm sie bezahlen. Und ich muss auch noch dem anderen sein Advokat mit dabei bezahlen. Ja. Also du sprichst mal von einer ganzen Party-Sachen, Gerichtskosten für dich. Und das ist ein Mythos. Es gibt keine Gerichtskosten zu Lützeburg. An Deutschland ist etwas ganz anderes. Mit Lützeburg gibt es keine Gerichtskosten. Ja, ich kann verurteilt, wenn ich meinen Prozess verliere, zu den Frais et Emoluments. Das ist ein uralter Text von 4. Jahrhundert, wo den Avoué, den Advokat, einen gewissen Salär kriegt auf Seiten Zahl von Konklusionen, für den mal Graf auszudrücken. Das sind also keine Gerichtskosten mehr, das ist ein Salär für den anderen sein Advokat. Das hat einfach nichts mit den Honorären zu tun. Das ist viel mehr, wie die Honorären ausmachen von einem Advokat. Wobei ich den zweiten Teil von der Frage komme, muss ich dem Gegner seine Advokatskosten bezahlen, wenn ich verliere? Prinzipiell nein. Auch das ist etwas, was all die Leute, die zum Beispiel in Deutschland leben, schwer nachvollziehen, weil bei ihnen ähnlich das. Mit zu Lützeburg bezahlt jeder seinen Advokat, egal ob gewinnt oder verliert.
Da gibt es aber so die berühmten Indemnité de Procédure, zu der ich kondamniert gehen, an der an sich soll ein bisschen dazu beitragen, für den anderen Singen auf den Kurzkästchen aufzudecken. Ja, es gibt die Indemnité de Procédure, das also beträgt in am Messe vom Richter leid, erstens mal, ob er überhaupt gesprochen wird oder nicht. Ganz oft wird er nicht gesprochen, das muss ich einfach wissen. Und noch täuscht, also so gering, dass an den Fällen, wo ich bislang gesehen habe, nach keinem Fall durchgegangen ist, für auch nicht mehr unnähernd, dann noch eher vom AVK zu decken. Das sind oft Beträge von 500 Euro oder 750 Euro, ein Beitrag zu den Männern singen, AVK-Kästen. Wie gesagt, am reinen Maße vom Richter, sie gehen gesprochen ganz oft, wenn wirklich ganz, ganz mutwillig ist, ob der Prozess ankommen lässt. Stil, gut, man hat geliefert, dann bezahlt den nicht. Da hat Richter eine Tendenz, so, man schaut immer den Mämen Demandeur, den Heim muss den Aufwand betreiben, für einen Faktor anzutreiben, dem geben wir eine Indemnité de Procédure. Dann haben wir noch etwas Ernstes, und das ist eine Indemnität für eine Prozedur abusiv gewechselt wird. Das ist also nicht zu verwechseln mit der Indemnité de Procédure, das ist eine andere Indemnität, die ich auch frohen kann, wann ich total mutwilligerweise für Gericht zitiert gesehen. Ich so nehme als Beispiel irgendein Gesicht vom Notbar, weil der sieht und hat mich bei geguckt. Und dann hätte ich gerne 10.000 Euro Schulden ersetzt. Also wirklich so eine Sache, wo nicht die geringste Fundament gibt, wo ich keinen so einen Prozess gewonnen. Da kann der Richter so als er toten nicht, weil er wirklich übertrieben und da gibt es einen extra Betrag als Indemnität für eine Prozedur abusiv Evexatoire, wie der Nummer sieht, und die kann Heinz da mega heilig ausfallen. Also da haben wir das schon gesehen, von 5.000 Euro oder von 10.000 Euro. Dann können die natürlich an Parage von den honorieren. Also nicht so am Kader von den strafrechtlichen Prozessen, da du aber Gerichtskästen aufhalten, die aber meine ich auch ganz minimal sind. Das sind les frais de la poursuite. Das sind ganz minimal Kästen, die den Parquet ausgehen hat für die Poursuite. An zivilrechtliche Prozesse gilt absolut kein Gerichtskästen. Es gibt halt Expertisen, die zum Beispiel ordiniert sind. Da gehen eventuell Vorteile zu den Frais von der Expertise. So Sachen können sie. Mit Gericht selber kostet nicht den Zugang zum Gericht als gratis. Ich bezahle wohl mein Dierwirster, den dem anderen eine Assignation zustellt oder eine Situation zustellt. Mit Gericht als solches als gratis. Wir lassen immer gerade beim Geld. Und ich habe froh für dich. Ich schwätze heute von Mingerpai, da schwätze ich immer von Dingen. Wie ist das eigentlich bei den Notären? Also ich weiß, wie das mit Leuten draußen wissen. Es wird oft erzählt, wenn zwei Notären an einem Markt sind, da gibt es doppelt so teuer Kosten. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Nein, das ist nicht der Fall. Das ist so, dass durch ein Reglement die Honoräre von einem Notar reglementiert sind. Das heißt, bei einer Transaktion gibt es Barem. Aber bei einer Transaktion gibt es bestimmten Barem-Gehalt, einen bestimmten Montant, den dazu appliziert wird. Das heißt, Summe, grosso modo, ich verkaufe ein Immeuble für 300.000 Euro, da sieht der Barem, das kostet, ich weiß nicht, 1.500, 1.600 Euro auch TVA. Und das ist es dann. Das heißt, ob ich das zu 1, 2, 3 oder 10 Notäre machen, ist das eigentlich ganz egal. Weil die Honoräre, die für die Wand bezahlt, geben sie 1.500 Euro. Wenn man also zu 10 Notäre machen, kriegt alle Notäre 150 Euro. Ja, zeigen Sie ja Seele. Wenn Leute Verkäufer sieht, ich gebe gerne das bei meinem Haus Notär mehr, bei dem schon meine Urgroßeltern immer Klient werden an der Etüde. An der Käfer per Konto sieht man, ich habe mein Lieblingsnotär, dann ist das kein Problem. Selbstverständlich. Da kostet das exakt dasselbe. Die zwei Notäre müssen sich über den Dienst ganz genau. Okay, aber wenn wir da schon beim Geld für die Notäre sind, aber bei der Freie für die Notäre, da hat ein Klient mich immens lächeln getan, die hat doch ein Haus gekauft, da kriegt er eine Rechnung vom Notäre. Also stell dich mal 4 Meter Reding, hat den doch da nicht 30.000 Euro verdient. Ja. Ja. Wie kommen so Gerüchte auf? Das war ja nicht wahr. Leider ist das nicht der Fall. Das an sich, das, was der Klient schon verrechnen kriegt, das ist alle guten Taxen, die er muss bezahlen, wenn ein Immeuble kauft. Das heißt, ein Haus kaufen oder ein Appartement kaufen, dann ist mal für dich der Staat den allerreichsten, den du darüber verdient,
Und zwar so gehörig. die sogenannten Droit de Registre. Und das sind 7%, am Prinzip sind es 7% Enregistrement auf dem Verkaufspreis. Das heißt, wenn ich hier 300.000 Euro kaufen, dann habe ich schon direkt 7%, 21, also 21.000 Euro Droit de Registre. Ich kann schnell rechnen. Du musst ihn dann aufpassen, wenn ich an der Stadt Lützeburg kaufen, da das dann ein bisschen eine luxuriöse Stadt, da darf ich dann nach dem nur Wert, dass ich kaufe, 3% weiter bezahlen, weil es die Vermeisung Tax kommunal gibt. Das ist applikabel just für Büros an Geschäften, nicht für Wohnungen. Auch noch nicht mehr an der Stadt Lützeburg. Keine andere Gemeinde vom Land. So, dass den Spruch, oh, der Notar verdient 10% auf einem Akt, also das können wir vergessen, da das Staat Lützeburg an der Staat, die dort verdienen, wir ganz bestimmt nicht den Notar. Maja. Da wissen wir das ist auch vielleicht auch noch für eine andere Sache, eine andere Sache aus dem Weg zu schaffen. Das ist nicht, dass der Notar 1.500 Euro pro Minute verdient. Das ist nämlich ganz lustig. Die Leute kriegen hier Rechnung geschickt und da steht dann ganz oft Minute. Und das sind dann die Honorären, die den so Notar verdient. Weil das Dokument, den Akt, das heißt auf Französisch Minute, also das heißt nicht, dass der Notar 1.500 Euro Minute fakturiert. Oh Gott, das ist für eine Sendung ein bisschen zu teuer. Voilà. Bis zu einem anderen Domain Mietvertrag. Gerne. Muss ich einen Mietvertrag schriftlich machen oder wenn ich da am Bistro mit dir mündlich aufmachen, als die Mietvertrag da valabel? Ganz gut, das passt ganz gut als Bistrots-Gespräicher, weil effektiv sind zu Lützeburg sämtliche Verträge, die mündlich geschlossen gehen, valabel. Contrairement zu dem, was Leute auf meinen rufen, aber nicht schon geschrieben. Nein, wenn die Verträge angegangen sind, dann ist den Vertrag valabel und das gilt auch bei Mietverträgen, aber das gilt aber auch bei einem Verkaufs. Ich verkaufte die Big High für 10 Euro, wenn du ja siehst, bei der Nasse verkauft, dann ist den Vertrag gültig. Das Problem ist natürlich immer der Beweis vom Vertrag. Wenn du kein dabei wäre, wie ich die Big verkaufte für 10 Euro, dann hätte ich Pech, da kriege ich nicht bewiesen. Wenn wieder noch viel Leute dabei wäre, kriege ich es bewiesen. Ich habe schon Gott sei Dank nicht ja gesagt. Voilà. Bei einem Mietvertrag ist das ein bisschen mehr einfach, weil der wird ja exekutiert. Wir schließen nur mündliche Mietverträge auf, aber da plündern ich schon an den Wunsch dran. Das heißt, ich exekutiere den Vertrag. Das ist ja leid, das ist ja nicht, wie wenn ich das gefährlich mache. Auf jeden Fall, ich bezahle ja ein Loyer. Aber wenn ich eine Zeit lang alle Monate überwiesen habe, ein Loyer, als ob die Adresse so gemeldet und mich nur wissen, dass ich da angeplündert bin, da kannst du als Proprietär schlecht behaupten, du wirst nie jemanden d'accord gewünscht. Angst ist natürlich, wenn ich Plünderin an vom nächsten Jahr Loyer bezahle, geht es vielleicht ein bisschen schwer für den Proprietär zu beweisen, dass der Loyer einen bestimmten Monat aufgemacht hat als Loyer. Also der Vermo, also soll in auf jeden Fall immer schriftlich Verträge machen. Die muss noch nicht immer immens kompliziert sein. Da brauche ich noch keiner Verkauf dafür. Das kann ich selber machen. Mit so einem Clip-Erklärung schreiben, was den offen ist. Ich verkaufe dir den an den Objekt zu dem an den Preis oder bei Mietverträgen, ich verlohne das und das zu dem an dem Loyer. Das muss kein Vertrag sein von 20 Seiten. Mir das Wichtigste ist, das Wesentliche soll immer Clip-Erklärung schriftlich aufmachen. Sonst kann ich an Davids Küche kommen, was den Beweis unbelangt. Apropos Davids Küche. Ich hatte einen Klient, die ist wirklich an Davids Küche gekommen, ihr Mann ist gestorben, sie hat eine gemeinsame Konto, hier peiken auf den Konto, er will so auf die Bank, den ist blockiert, weil ihr Mann ist gestorben. Ist das normal? Prinzipiell ist es so, sobald eine Todesannonce an enge von den Zeitungen publiziert ist, geht die Bank hin und sie blockiert Konten. Die Konten können deblockiert gehen, dafür will die Bank aber immer Piècen haben. Und das ist dann einerseits die berühmten Akte Notorietät, die vom Notar delivriert wird, und dann andererseits eng Pièce vom Enregistrement, das kein Erbschaftssteuer geschillt. Akte Notorietät, erklär mir, was das ist. Bei Akte Notorietät, das ist an sich, wo deklariert wird, dass der Herr so und so dünn und dünn gestorben ist, dass hier in Zusammenhang mit seiner Frau zum Beispiel Contrat de Mariage eine Communauté universelle hat, und dass sie an sich die einzige
Person, dass die Community universell überhüllt, weil kann ich an sich nicht von ihr schauen an der Situation schwätzen. In dem Moment habe ich eine offizielle Pièce, wo dran steht, ja, es ist in ihrem Vertrag da, den auch immer valabel ist, der Mann ist dort, an effektiv, die Frau, die ihr kennt, ist den einzigen Titulär von dem, was an der Community universell dran ist. Ich komme nachher zurück. Ja. Pension von der Frau? Ja, also das ist immer eine Sache, wie flexibel als Bank für die Suchen dann aber frei zu gehen oder nicht. Das ist immer immens problematisch. Von rein juristisch, ja, also zumindest von dem da an, wo den anderen verstorben ist, all die Suchen, die da noch hat, eine Menge Nummer auf die Konten kommen, sind schon prinzipiell just da. Menge Suchen, du kannst auch keine Diskussionen entstohe von irgendwelchen Irren dazu ursprich hätten, ob die Suche, weil das schon de facto nom dort überwiesen gehen. Das wird mir die Klienten roden, das als mit auf der Bank einfach ein neues Konto, ob so da Bescheid, wo dran die überwiesen geht, dass sie durch in Avance und so und ob die Konto überweisen, darum geht in praktisch Problematik. Gut, dann hast du das Problem gelöst. Ein anderes Problem, von dem ich immer her, ist die berühmten Preskription akquisitiv. Das klingt so extrem kompliziert. Das ist in sich, dass ich proprietär gefunden habe, wie Möbel, ohne dass jemand sein Akt gemerkt hat. Und ich meine, du sollst also mal erklären, wie das zustande kann. Boah, wie gemeint das ist klar, aber wie das zustande kann, da was du bedingt müssen. Das ist nicht so einfach. Also fundamental gesagt, der Code Zivil 4, dass, wenn ich etwas benutze, wie wann ich proprietär davon wie, ohne dass ich aber eigentlich einen richtigen schriftlichen Titel darüber habe. Aber wenn ich das mache, au vu et su de tout le monde, das heißt, all Mensch gesagt, dass ich mich beholen wie ein Proprietär von einem Terrain zum Beispiel. Und ich meine, das wären 30 Jahre, dann kann ich an sich so immer der Proprietär davon. Wie gesagt, das war das Wichtige, dass das au vu et su de tout le monde, das heißt, dass so nicht etwas, wenn ich heimisch mache, wo kein Mensch kann bezahlen, mir dachte, das von nun, dann steht keine Wiese statt den. Natürlich auch nicht, wenn ich das lockert, immer noch da, das ist klar. Also wenn du zum Beispiel öffentlich au vu et au su de tout le monde, während mehr wie 30 Jahre ein Geld möchte, Anne bezahlt nicht irgendeinen Pacht für die Geld, man behält sich wie ein Proprietär. Bezahlt einen Impofoncier davon. Voilà. Da kann nur 30 Jahre so los sein. Ganz genau. Da muss ich also gut aufpassen als Proprietär, dass der nicht unbedingt viel kennt. Ja. Was kann ich dann dagegen machen? Ja, ich meine, du bist besser platziert wie ich für die Leute, so, was für Prozeduren, das nicht gehen, was die kann du dagegen daran holen. Ja, also ich kann den sich da behält wie Proprietär, obwohl ich keinen Vertrag mache, den expulsieren lassen. Ne? Da gibt es ein Prozessuär, Reintegrant, das sind alles ein bisschen komplex Themen, die den Rahmen von Äntwerten-Gesprächen sprengen. Ich kann auch nicht so, für eine zur Zeit, eher die 30 Jahre aufgelebt sind, etwas in der Höhle. Ein letztes Thema für dich. Jo, du gefangen TVA. Ja. Was ist mit der TVA von 3% verschwindet die lo ganz komplett? Wie die Krähenisse nach einer was für eine Kondition? Ja, also, muss ich unterscheiden, ob wir an der Situation sind, wo ich etwas kaufen oder etwas renovieren, was für mich selber ist, oder ob ich etwas kaufen, renovieren, am But für es oder nur zu verlohnen. Und in Funktion davon ist die Situation total unterschiedlich. Die einfachste Situation, ich kaufe etwas für mich selber oder ich renoviere für mich selber, da ist es so, dass die TVA von 3% für bestehen bleibt. Das heißt, alles, wo TVA von 3% akkordiert, ginn als biselo, geht auch 4 und darüber akkordiert. Das heißt, ich mache, streiche neue Jungen, schließe neue Platten, ich baue eine Veranda bei, ich baue einen neuen Dach, neue Fenster, neue Fassaden. Ja, oder ich kaufe etwas ganz Neues. Auf all denen bestimmt 3%. Das wird ändert, das ist nur ein Plafond von 50.000 €. Und der Plafond ändert nicht. Die 50.000 € sind der Unterschied zwischen denen 15% TVA, die ich normalerweise mit einer
Rechnung bezahlen an den 3%, die ich dann definitiv muss bezahlen. Das heißt, ich kaufe etwas von 100.000 Euro, darüber bezahle ich 15.000 Euro TVA. Ich kriege darauf gesagt, ob 3.000 Euro TVA, das heißt, der Benefis, den ich da gemacht habe, sind 12.000 Euro. Die 12.000 Euro gehen umgerechnet auf den Plafond von 50.000 Euro. Und das sind dann die 12.000? Wenn ihn das dann ausrechnet, die 50.000 Euro, wenn ihn dort zurückrechnet, dann kann ich bis 2014, Ende 2014, für 416.000 Euro Erbesten machen oder kaufen, wo ihn auf der TVA von 3% bleibt. Wo TVA auf 17% Pardon geht, bei der Akquisition von 100.000 Euro, und ich eine TVA von 17.000 Euro, und nicht mehr von 15. Das heißt, der Benefis, den ich dann in dem Moment, wo ich nur 3.000 Euro bezahle, sind 14.000 Euro. Anstatt 12, und dafür komme ich viel mehr sehr auf die Plafond. Voilà. In dem Moment kann ich noch für 350.000 Euro Erbeste machen. So. Das ist, wenn ich kaufe für mich selber. Wenn ich kaufe, für an die Lokation zu gehen, rein vom Rechnerischen hier als Situation viel mir einfach, weil du kannst nicht mehr für 17%. Also du musst 17% bezahlen, du gibt kein TVA mehr von 3%. Da wo das Problem am Moment ein bisschen ist, dass für die Leute, die kaufen, tun oder um Punkt sie für zu kaufen, wie also du mit der TVA von 3%. Und da ist dann sicher so, all die Akquisitionen, die gemacht gehen, die aktiviert bis den 31. Dezember 2014 an den Agreement angerichtet ist bis den 31. Dezember 2014, kann ihn von den 3% profitieren. Für alle guten die Projekte, die noch nicht de Kadastre vertikal autorisiert krit hun, geht es durch, dass ich Kontrakt de Reservation beim Promoteur unterschrieben hun, Prüf hun, dass der Kadastre vertikal deposiert ist, und dann kann ich mein Demont-Agreement machen, und die muss ich dann auch hun für den 31. Dezember, kann dann aber meinen Notärsakt nach am Jahr 2015 machen, auch für den 3% profitieren. Das tut man so kompliziert, wir machen ja keine Sendung, nicht mehr übersteuern. Ja. Ganz gespannt. Voilà, wir so nicht, merci, dass ihr es noch gelauscht habt, und wir freuen uns drauf, was nächstes heisst, wo fällt zu fallen.